Es ist Zeit, die Geschichte von Naruto Shippuden anzuspielen. Mit diesen Worten begrüße ich euch zurück zu Ultimate Ninja Storm Generations, Leute. Auf geht's. Eine kleine Rückblende in schwarz und weiß und eine Vorschau in farbig. Was noch auf Naruto und seine Freunde zukommen mag. Weil anders kann ich mir das gerade nicht interpretieren. Ja doch, scheint alles Wichtige vorhanden zu sein. So der eklige Kerl. Aber das war echt eine geniale Szene, vor allem die Hintergrundmusik, die war episch. Das jetzt sowieso. Mit Naruto im Senin-Modus. Und Pain. Ja Mann, ey, das ist der übelste Spoiler. Ist es jetzt so geplant oder habe ich was falsch gemacht? Also die Szene ist mir jetzt noch unbekannt, ganz ehrlich. What the hell? Also wenn die letzte Szene auch aus Naruto Shippuden, sprich dem Manga oder dem Anime stammt, dann brauche ich dringend einen Nachhilfekurs. Leute, ich bin verwirrt. Was für eine Story spiele ich hier? 友の影をつかむため幾月幾年を超え成長を歩む木の葉に戻りし総坊は優しき光に自信が見えた。光は新たな可能性へ、自信は新たなつながりへ。渦巻きナルト物語がここに始まる。Scheint also, als wären wir doch soweit richtig. Was zum Henker war das für eine seltsame Einleitung? Oh Mann, schon wieder diese Rückblende, meine Fresse. Ja, das kennen wir doch bereits. Na bingo, das gefällt mir doch schon besser. かつての仲間たちと再会を果たしたナルトのもとに所属する第7班の隊長畑かかしが現れ、 Oh, das kann ja spannend werden, hey. するための手合わせを行うと告げる。 Naruto und Sakura gegen Kakashi. Ach du Scheiße. 果たしてナルトとサクラの両者は Okay, fangen wir gleich an. どうやら今回は本気を出さないといけないようだな。 Nur ein bisschen? Kakashi, du wirst untergehen. 絶対に負けられない。よし、俺たちの力見せてやろうぜ。 Und so möge der Kampf beginnen, ist Sakura der Hilfscharakter, ganz genau. Was hat die wohl für Techniken drauf? Kampf gewinnen war auch nicht möglich. Das wäre auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, zerstörerisch für Knur, was? Okay, mal sehen, was hat Sakura denn drauf? Wow! Armer Kakashi, hey.
Oh, das war's geworfen, hab's kaum gesehen. Jupp, das kannst du haben. Oh ja! Ja, guck mal, hier bin ich! Du! Hey, hey, wow. Der war nicht übel. Ja, aber ich kann's besser. Gucke mal. Rasengan-Kombo. Na, Alter, na. Ah, du nervst! Uah. Guck mal, wenn ich noch dabei habe. Hä? Mann, wie fies! Er hat's abgeblockt. Na klar, ich kann nicht erwarten, aber Kakashi kann's. Wieso bin ich gar nicht ausgewichen? Hallo? Au! Mann, ey! Wieso musst du immer so brutal sein, Kakashi? Und tschüss. Ja, knapp Leben ist auch vorbei. Wisst ihr was? Da können wir was Neues versuchen, oder? Habt ihr Lust? Klar habt ihr Lust! Rasengan! Ups, sie hat doch was Neues gesagt, oder? Okay, hab mich überzeugt. Riesen-Rasengan! Finish im KO, sag ich dazu nur. 見たか、カカシ先生。これが修行の成果だ。 Ja, auch mit dem, ja, man könnte fast sagen mit dem Erwachsenen, Teenager, stimmt das nicht ganz. Okay, ich sag mal, mit dem älteren Naruto habe ich auch schon ein bisschen trainiert. Deshalb kenne ich bereits seine Moves. Ching! Ching! Mir geht dieses Ching nicht aus dem Kopf. Was? Hä? Ja, verarsch mich doch, ey, Rang C. Ja, schön für Lee, schön für Tenten. Lass mich in Ruhe. Wir wollen weiter. Rang C. Pff. Schönen Schrank auch. Ah. カカシ相手にその成長を証明したナルトとサクラは正式に第7班の一員として任務に従事することとなった。新たに幕を開けた木の葉での日々。しかしおかげである綱手より突如言い渡された風影ガーラ奪還の任務を受け。 Oh, das ging ein bisschen schnell. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir noch den Kampf zwischen Gaara und Deidara sehen würden. Naja. Vielleicht in der Gaara-Story, falls es die überhaupt gibt. 風影を連れ去ったのは暁と呼ばれる謎の組織。 Hat nicht Jiraiya die bereits im letzten Part erwähnt? Also Akatsuki meine ich? Kann sein, dass ich mich da täusche. Im Original war es zumindest so. Weil da hat er darauf hingewiesen, dass eben Itachi und Kisame von dieser Organisation stammen und dass die hinter allen Bishus her werden, also auch in dem Kyuubi Naruto. Und deshalb müsse er ihn 3 Jahre lang trainieren, weil erst dann würde Akatsuki sich auf die Jagd nach den Bishus machen. 第7班は彼らのアジトを目指し懸命に走るが、 Oh, その目的地の直前、 ein alter Bekannter, zumindest scheint es so. サスケの実刑であり暁の一員でもある内葉イタチが現れ、ナルトたちは足止めされてしまう。 Ja, jetzt wird ja auch noch darauf hingewiesen, dass Itachi ein Mitglied von Akatsuki ist. Meine Güte, das haben wir doch schon... Ah, okay, gut, ja, haben nichts gesagt. Das ist doch wohl vermutlich nur für diejenigen, die ja, kann es noch gaxen, die Story des jungen Narutos nicht gespielt haben und direkt mit Naruto Shippuden begonnen haben. 強大な力、シャリンガンを有するイタチを相手にナルトは Ja, ich denke, der Kampf dürfte noch in diesen Part hineinpassen. まさかここでお前と出会うなんてな、イタチ。 Interessante Frage. Kämpfen wir jetzt als Kakashi mit Naruto und Sakura im Gepäck, sprich als Hilfscharaktere, oder kämpfen wir als Naruto mit den beiden als Hilfscharaktere? あなたたちにはここで消えてもらいます。 Oh, freundlich weh und je. お前は俺がぶっ潰す。 Na okay, Naruto ist auch nicht gerade besser. Du wirst mir die Freude erteilen zu töten. Ich mach dich jetzt fertig. Ja,
Wo ist Sakura? Hä? Der hat nicht mitgekämpft? Mal kurz Gehirn anstrengen. Nö, glaub, wäre auch nicht möglich. Ja, dankeschön. Ich weiß gerade nicht mehr, aber ich glaube, 1 oder 2 Schläge hat sie auch getätigt. Hey! Oh, ich habe vergessen, wie schnell Itachi ist und vor allem wie stark. Das werden wir gleich ändern. Aha. Ja, so einfach wird es nicht mehr, Alter. Mann ey, siehst du, den Scheiß kann ich auch. Mann, lass mich mal mit der Scheiß in Ruhe. Komm jetzt her. Und hau dich nicht mal ab. Mann ey. Du nervst. Na geht doch. Ich habe noch einen guten Zeitpunkt. Jetzt. Wow, hatte super viel gebracht, Sasuke sage ich schon. Kakashi natürlich. Ah ne, ich kann ja gleichzeitig kämpfen und hier auch noch kluge Sprüche rauskloppen, wenn ihr versteht, was ich meine, wieso ich jetzt so seltsam spreche, ich weiß es auch nicht. Ich schau gerade Itachi so, wie er sich seltsam bewegt. Alter. Ja, ist er gut. Alter, bleib mal still. Ich will wieder was Neues zeigen. Ups, er lässt sich aber nicht zeigen. Na klar. Mein ultimatives Jutsu blockt er, aber den Rest, nö, wieso auch? Na, packst du soweit? Wir interviewen nicht wirklich. Itachi ist verdammt clever, da braucht er was Neues. Ja! Reingelegt! Wieso weicht er eigentlich nicht aus? Befragen über Fragen. Na, was machst du? Mann, du nervst! Riesenrasengan und tschüss! Ja, so einfach kann's gehen. Bam, bam, na komm schon, Rang B. Also dafür müsste Rang B drin liegen. Es waren über 80, komm schon, geht doch. Rang B, Rang B. Na geht doch. Rang A wäre zwar auch nicht schlecht gewesen, aber dieses Mal gebe ich mich mit Rang B zufrieden. Was, Chio ist auch spielbar? Also das verwundert mich jetzt ein bisschen. Zur Erklärung, Chio ist die alte Dame. Ich wette mit euch, ich spreche ihren Namen gerade falsch aus, aber ist mir gerade so lang wie breit. Ja gut, wie es hier weitergeht, sehen wir im nächsten Part, Leute. Ich will euch noch etwas anderes zeigen. Und zwar gehen wir zurück zum Spielmodus. Ich habe doch eben gerade gespeichert, meine Güte. Das wollte ich eigentlich euch am Anfang des Parts zeigen, aber gut. Ja, und zwar geht es hier drin um den freien Kampf. Gut, um den Kampf nicht direkt, sondern es geht mehr um die Charaktere. Und zwar wollte ich euch mal schnell zeigen, was wir jetzt bereits alles zur Auswahl haben. Teamkampf wollte ich gerade nicht. Ah, Mann, das spielt ja keine Rolle. Ach, Trottel. So. Hier seht ihr zum Beispiel, dass auch schon ein Raikage, sprich ein Raikage A, wie er heißt. Wieso A? Keine Ahnung. Ich glaube, dazu gab es mal eine Geschichte, die ich jetzt aber gerade irgendwie vergessen habe. Ja, meine grauen Zellen mal wieder. Egal, es gibt bereits andere Charaktere, die ihr noch nicht kennen könnt, außer seid Fans und Kenner der Serie. Aber es kommt alles noch. Hier oben, wie es aussieht, die Shippuden-Charaktere. Lee, Tenten, Ino, Shikamaru, Shui. Ino streckt das den Arsch noch mehr raus. Ich schau gerade, nee, man kann es nicht so gut sehen. Verdammt! Die Namen ihrer Jutsus verdecken ihre, ich sag jetzt mal, tolle Pracht. Gut. Hier noch den ersten Hokage, der zweite Hokage, der dritte Hokage. Was haben wir eigentlich für Jutsus drauf? Wasserversteck, explosive Wasserdrachen, das war klar. Der Wasserjutsu finde ich eigentlich noch ein ganz cooler Hokage. Holzversteck, ja, wieso nicht? Kabuto, hier kommt vermutlich noch der vierte Hokage hin. Das ist Chio, die alte. Wie alt sie schon ist, keine Ahnung, ich will es lieber nicht wissen. Und hier unten haben wir die normalen Naruto-Charaktere. Nechi, Lee, Tenten, Shikamaru, Chui, Ino. Kiba, Shino. Shino? Ah, Ino. Ino, Shino.
Da waren die Entwickler, beziehungsweise da war der Zeichner, mir fällt ja gerade der Name nicht ein. Meine Güte, was ist heute los? Da war der sehr kreativ, Ino, Shino, egal. Hinata! Hier fehlen noch ein paar, die kommen garantiert auch noch. Mir fällt gerade auf, Zabuza fällt. Kimimaro und Gara, der Junge, müsste hier, glaube ich, auch vertreten sein. Dann vermutlich noch Orochimaru, naja, wie auch immer. Ja, die wollte ich euch noch schnell zeigen und dann im nächsten Part geht's da, wo wir vorhin stehen geblieben sind, im Story-Modus, ganz einfach weiter. Das heißt vermutlich, welcher Kampf war's? Ich schätze mal der zwischen Naruto und Deidara. Ja, ziemlich wahrscheinlich. Da war es noch ein anderer? Es könnte auch sein, dass der Kampf zwischen Sakura Michio gegen Sasori ansteht. Naja, wir werden sehen. Aber erst im nächsten Part, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.